Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal mit Vincent Kompany vor dem Viertelfinale Hinspiel der Champions League bei Real Madrid. Und ihr kennt den Spaß schon. Wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit ohne Umschweife rein in den Bombs. Fragen vermutlich wie gerade eben. Fangen wir hier vorne an. Der Gentleman hat sich als erstes gemeldet. Bitte schön, Mikrofon, yes. No. Take it. Yeah. Take it. In Spanish. Ja. Servus, Mr. Company. Eugenio Mateo para Dosis Futbolera. Hello, Mr. Company. Su primera experiencia como entrenador en uno. It's your first game in such a scenario as a head coach. What do you think is more important to get a result tomorrow? The game as such, the pure game, or the mental approach and the emotions tomorrow? Die gleiche Frage, die Herr Kimmich schon gestellt hat. In English, yeah, so it's okay. Ich glaube, die gleiche Antwort geben. I think everything is important in this type of games, and about the fact that it's the first time. I think important is to have a first time. You know, you have to be a first-time journalist. You have to be a first-time coach and player in any situation. But the feeling for us, I think, is more that we have a lot of experience in this type of games. I think you have to respect that this game is partially played by tactics, but mainly played by details because of the quality of just the 11 players for both teams that are starting the game, you know, and the ones that can still come onto the pitch and change the games. But to give an exact game plan, I mean, it's a little bit, you talk about Real Madrid, and of course, the version of Real Madrid that we have to prepare for is the best Real Madrid. The one that we saw against Man City, the one that performed in that game, that's what we have to prepare for. And then if you base it on that Real Madrid, then, you know, it's still one of the best teams in Europe. It's still, you know, maybe the toughest game you can play away from home in this competition. So those are all reasons in my eyes that make it a positive experience. We want to play this game and we want to win the game. Eine Reihe dahinter, Christian Falk für die Sportbild. Ja, weiß ich nicht, ob es das schwierigste Spiel ist, was man spielen kann in der Champions League auswärts. Ich glaube, Paris ist auswärts auch wild. Barcelona, Arsenal haben wir verloren. Also ich denke, wenn wir über die großen Mannschaften reden, ist auswärts immer ein schwieriges Spiel. Ja, also selbst zu Hause ist ein schwieriges Spiel, aber ich verstehe schon, warum man das so sagt, weil wir sah natürlich so gut die letzten Spiele nicht aus in Madrid. Da haben wir ja gerade schon bei Jo gehört. Bassam, das ist die Frage wahrscheinlich, die alle beschäftigt, auch Real. Harry Kane war auf dem Trainingsplatz heute, 15 Minuten waren öffentlich, da haben wir ihn gesehen, aber kannst du uns aufklären, konnte er hundertprozentig alles mitmachen, hat er es bis zum Schluss mitgemacht und kann er morgen starten? Ja, wichtig ist, dass er, auch wenn er nicht immer auf dem Platz war, das ist jetzt seine zweite Trainingseinheit, aber wichtig war für uns, dass er letztendlich auch viel trainiert hat in dieser Zeit, wo er vielleicht nicht gespielt hat. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass da wirklich einen Rhythmusverlust gibt. Nur wir warten ab bis morgen. Wenn wir die letzte Information bekommen, dann werden wir die Entscheidung treffen. Aber er ist jetzt wieder dabei und das ist schon mal für uns auf jeden Fall positiv. Eigentlich muss man sagen, alle sind dabei, außer Sven Ulreich. Und ja, wir haben eine gute Karte, um diese K.O.-Phase anzufangen gegen Real Madrid. Auf der linken Seite Felix Fischer. Ja, hoffen wir, dass wir den Kader dann auch dementsprechend nutzen werden, auch wenn es vielleicht nicht so läuft. Ne? Es kann natürlich sein, so man fängt so mit, ne? Ich denke mal, die Startaufstellung ist bei vielen klar. Wenn Heavy spielen kann, dann ist nicht viel Auswahl. Ja, ich hoffe, man nutzt dann auch die Breite des Kaders im Laufe des Spiels. Ne? Bin ich sehr gespannt. Für Sky, gib ein Zeichen.
Servus, Vasson. Servus. Bei Real Madrid sind 6 Spieler vorbelastet mit möglichen gelben Karten. Wären sie Ja. dann gesperrt im Rückspiel? Spielt das bei euch irgendeine Rolle? War es ein Thema bei Besprechungen etc.? Ja, das ist bei uns auch der Fall. Nicht so viele Jungs, aber es ist bei uns auch der Fall. Einer. Also ich würde sagen, Super. man muss erstmal über die Leistung denken. Dann kann es wahrscheinlich natürlich immer eine Rolle spielen, welche Spiele verfügbar sind oder nicht. Ob es jetzt Sperre ist oder Verletzung, das spielt immer eine Rolle. Aber man muss erstmal den Fokus haben auf die Leistung. Ich glaube, Ja. wenn die Intensität hoch ist und Du kannst schlecht sagen, yo, wir gehen jetzt mal in das Spiel und unsere Aufgabe ist es, den Gegner zu provozieren und zu gucken, dass die gelbe Karten kriegen. What the hell? Ja, es geht, du musst deine Leistung aufs Feld bringen, du musst das Ergebnis erzielen. Ja? Alles andere ist wurscht. Ja? Alles andere wäre dann Bonus, sag ich jetzt mal. Ja? Aber darauf abzuzielen oder sich darauf zu verlassen, ey, yo, komm, wir gucken, dass im Rückspiel dann der und der fehlt, wenn wir den jetzt irgendwie ein bisschen triezen, ein bisschen reizen, whatever. Erstmal ist ein englischer Schiri, ich denke, der wird eher eine großzügige Linie haben. Gehört natürlich in gewisser Weise, in gewissen Situationen wahrscheinlich irgendwo mit dazu so, ne? Aber solche Faxen kannst du auch wirklich nur machen, wie es Winnie gerade sagt. So, ja, wenn deine Leistung stimmt, wenn du 4-0 auf den Arsch kriegst im Hinspiel, weil du hast dafür gesorgt, dass, keine Ahnung, 3 Spieler im Rückspiel nicht dabei sind, weil sie gelb gesperrt sind, na, wen interessiert's, Alter? Ja, also. die Sachen passieren, dann gehört zum Fußball, dass vielleicht dann in dieser Phase der eine oder andere eine gelbe Karte bekommt, aber das kann nach meiner Meinung keine Taktik sein von Anfang an. Nee. Das, glaube ich, passt auch nicht bei uns. Aber wenn die Intensität hoch ist, kann immer was passieren natürlich. Other side, first row, English, yeah? For HSM Deportes. I believe you always provide interesting perspectives on life topics. Based on that, I want to know, how do you handle the failure, both as a person and as a coach of an important handle? failure? The failure, yeah. Failure. Yeah, both as a person and as an important coach of Bayern Munich. I believe this is especially important for new generations that have been put through a lot of pressure in these times, and most of them are scared to fail. Thank you. Yeah, I mean, it's difficult to say. I can say something really cliche to make everyone feel like you can have a positive day, but the truth is, you need to be surrounded as well by good people. When you're in difficult times, it's not always just yourselves. It's also the people around you that can help you. But in the ideal world, you realize that everyone fails. You realize that the things we are doing right now, it's a priority, it's our life, but at the same time, life will go on no matter what. So you have to continue just having a mindset of getting back up. That's the biggest thing. Like I said, it's a little bit cliche, but I think there's a real power for those who are not afraid of failing. That's all I can say. In der dritten Reihe, Julian. Ja, weiß ich auch nicht, was so eine Frage soll. Also, keine Ahnung, ja. Natürlich wird da, also was willst du jetzt für einen Druck haben? So, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, der FC Bayern ist jetzt der Favorit und muss Real Madrid da wegfegen, so, ja. Du kannst natürlich gegen Real Madrid ausscheiden. Alter, wer hätte vor dieser Saison gedacht, dass wir überhaupt ein Anwärter auf die Champions League sind? Ja, wenn man mal guckt, wo wir herkommen. Dass man das jetzt ist, Chapeau, ja, definitiv. Und wir spielen eine überragend gute Saison. Und sollten wir jetzt gegen Real Madrid ausscheiden, weil wir wieder irgendwelche komischen Sachen passieren oder weil wir zweimal keine gute Tagesform haben, ja, dann wäre das so. Da geht die Welt aber auch nicht unter. So, what the hell, ja. Ich persönlich gehe da jetzt auch nicht von aus, dass es so kommen wird, so, ja, kann man natürlich nicht vorhersagen. Ja, aber da Druck zu haben oder dann irgendwie, was soll dann passieren? Ja, wir sind auf einem überragenden Weg sportlich. Die sportliche Entwicklung, die Entwicklung einzelner Spieler
läuft überragend, ja. Und der Weg wird weitergehen, egal ob man jetzt gegen Real Madrid weiterkommt oder nicht weiterkommt, ja. Und Punkt, ja. Ganz einfache Kiste. Wolf für die Welt, bitte. Ja, hallo Coach. Ich weiß, Sie reden am liebsten über die Mannschaft und nicht über sich selbst, aber vielleicht können Sie heute eine Ausnahme machen. Es ist ja wirklich auch für einen Jungtrainer wie Sie ein sehr, sehr großes Spiel und als Bayern-Trainer wird man ja auch an solchen Spielen gemessen, also eine riesige Chance und Joshua Kimmich zum Beispiel hat eben gesagt, auch irgendwo ein Kindheitstraum, wenn man dann hier spielt, diese großen Spiele, dafür arbeitet man jeden Tag. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen an Ihre Gefühlswelt? Geht es Ihnen auch so? Also wie geht es Ihnen emotional? Ey, ich sag euch, wie es ist. Das ist Vincent Kompany, Alter. Der hat solche Spiele am Fließband gespielt mit Man City. So, das ist der Punkt. Ja klar, Real Madrid ist immer was Besonderes, so gar keine Frage. Einer der größten Vereine und so weiter und so fort. Wenn er das alles nicht hätte, ja, wenn er so Thomas Tuchel wäre, dann sieht das vielleicht anders aus, ja. Aber alles, was ich so erlebt habe, sein Auftritt her, ich glaube nicht, dass er sich da gerade den Kopf drum macht, oh ja, jetzt bin ich das erste Mal als Trainer im Viertelfinale der Champions League und oh ja, das ist real. Er kennt das alles, er hat auf super hohem Niveau Fußball gespielt. Also ich glaube, das ist ein bisschen was anderes. Aber wir gucken mal, was er sagt. Mit diesen großen Spielen. Stimmt, aber das sind... und vielleicht ist es auch vielleicht ist es auch ein bisschen Erfahrung. Ne? Also ich meine, was sind große Momente? WM, Viertelfinale gegen Brasilien vor unser kleines Land Belgien, das sind riesige Momente. Eine erste Titel für City, wo die noch für 45 Jahre nichts gewonnen hatten. Also es gibt immer wieder solche Momente und Ja, vom Gefühl her ist das Wichtigste, dass du in diese Momente das nicht verlierst, was dich da gebracht hast. Und manche Momente, wo es mal nicht so erfolgreich war, hast du oft im Gedanken, habe ich das gebracht, was ich bis jetzt schön war, was ich bis jetzt schön gezeigt habe. Und das ist für mich das Wichtigste, dass wir morgen einfach diese totale Fokus haben auf natürlich das schwierigste Spiel, die man haben kann in Europa, aber dieser totale Fokus und auf jeden Fall dieses Gefühl, dass wir in die Leistung auch zeigen, was wir können und nicht schauen, okay, das war wichtig und heute haben wir versucht, aber es hat nicht geklappt. Nein, 100% Fokus auf wie man gewinnen kann und wie man gewinnen will und alles einfach versuchen, das zu schaffen. Natürlich, das erste Spiel ist jetzt hier in Bernabeu. Dann werden die Fragen kommen auch über, wie speziell es ist, um ein Spiel in die Allianz Arena zu spielen. Und das ist dann das zweite Spiel. Aber es gibt in meinem Kopf in diese Momente, denke ich nicht so oft über, was das Moment bringen muss. Aber ich denke einfach, ich möchte einfach, dass wir gewinnen. Ich möchte einfach, dass die Mannschaft hier keine Angst hat und einfach zeigt, was die können. Und dass wir das die Fans auch bieten. Ja. Ich freue mich drauf. Next one on the left side, yeah. Vincent, hello. Nico Díaz Menéndez for Televisión Española. I would like to know if you think Real Madrid is better with Vinicius and Mbappé together or separate, or just one of both. Thank you. Oh, haben die alle keine Fragen? But this oder is was? not my topic at all. And trust me, if you come to the press conferences in Germany, we have enough topics for Bayern Munich, so I don't need to go and solve the topics for Real Madrid as well on top of it. The only thing I will say, both are amazing. The rest is up to Real Madrid. On the right side, yes, please. Here, Vincent, Diego Plaza del Chiringuito. Siguiendo con Mbappé y con... Sorry. Yeah. Sorry. Siguiendo con Mbappé y Vinicius, Talking about Mbappé and Vinicius, do you have a plan or do you know how you want to prepare your team to stop those two players in Spain? There's a lot of talk about
Das ist so der hoffentlich morgen entscheidende Unterschied. Ja, ich weiß natürlich, wie gesagt, ich bin nicht drin im Real Madrid-Game. Ich weiß nicht, inwieweit Real Madrid eine Mannschaft ist, aber ja, immer diese Fragen auf nach einzelnen Spielern. Na klar sind das Superstars so, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ich bin gespannt, ja, ob das wirklich so eine Mannschaft ist, wie wir es sind. You not being present enough in defense, how are you trying to address that to have Harry Kane help in defense as well in order to achieve the maximum? Let me turn the question. If you interview the Real Madrid coach right now, what would you ask him about Bayern Munich? What are the things they need to be careful about, you know? At this level, these type of games, every team is dangerous. Every team can do something special. So, yes, you can concede a goal. We don't want to, but in football, maybe it happens. But you can also score. Just because you spoke about the defending, I invite all of you to look at how many goals we score from our defending. So. Of course, the German media is maybe more used to that side of it, to this discussion. So it's something that they have seen for many months now. But yes, you can never have a game plan against a team like Real Madrid that eliminates all the individual qualities they have. If a player scores from 30 meters, or like we had against Atalanta, the goal from Harry Kane, the one he did. These things, you know, it's why you guys are coming for this game, and it's why I'm happy to coach in this game. So don't ask me to give you a solution for every problem from Real Madrid. I won't do it. But if you have the solutions for all the problems we can bring to the opponent, then I'd like to know as well. Dann wieder ein Münchner Kollege, Vincent Schirpke für Merkur. Hallo Herr Company, Joshua Kimmich hat gerade erklärt, wie Hello, wichtig Mr. es war, dass Company. man auch Josua in Kimmich Freiburg just das Spiel gewonnen hat explained und how dass important it was to win that sich game against Freiburg and that he sees himself in Tom Bischoff and sees the situation that he experienced himself. Can you describe us how Tom Bischoff developed in the past month? And you said that you're in talks with Julian Nagelsmann. Did you talk about Tom Bischoff as well? Wenn ich mich gut erinnere, dann kann ich diese Linie Well, if I remember Boah, that macht doch den right, scheiß Übersetzer von aus. unseren Gespräche. Das werde ich jetzt auch nicht machen. Aber nein, Tom passt auch natürlich, und da muss ich natürlich Max und Christoph auch dabei nennen in dieser Strategie, wo natürlich auch junge deutsche Talente, nicht nur wie Tom Bischoff, aber auch vielleicht wie Lennart Kahl vom Campus oder manchmal in die Liga nach Bayern geholt werden. Und es ist nicht einfach, weil man muss schon viel Talent besitzen. Und da muss man nicht nur die Talent haben, aber auch Geduld und Intelligenz zu verstehen, was ist meine Rolle und wie wachse ich dann über diese Rolle. Und wir haben Glück gehabt, dass mit Tom und Lenny alles gepasst hat, nicht nur von Qualität, aber auch von Mentalität. Also ich glaube, dass Tom für die Bayern-Fans schon bekannt ist, aber dass er in den nächsten Monaten und Jahren weiterhin zeigen wird, dass er Talent hat für diesen Verein und seine Geschichte auch schreiben kann. Jetzt im Moment bleibe ich immer noch ruhig, aber also ich bewerte das als positive Geschichte für unsere Kader diese Saison. Letztes Thema, wir haben viel gesprochen über, wie klein unser Kader war am Anfang dieser Saison. Und Ich nicht. Ich habe nie darüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, reicht völlig aus. Du hast genug Talente hinten dran, die musst du halt dann einfach auch mal gönnen. Ja? Und wie man sieht, geht es. Ne? Und es geht dann sogar auch teilweise überragend. Ne? Ansonsten brauchst du solche Spieler nicht verpflichten, ansonsten brauchst du keinen Campus haben, wenn du den da jedes Mal irgendwelche Guerreros vor die Nase setzt und damit die Position blockst. Ne? das werde vielleicht, das kann man verstehen, nachvollziehen, wenn man am Anfang dieser Saison Tom Bischoff nicht kennt oder nicht richtig einschätzen kann. Wenn man am Anfang dieser Saison Lennart Kahl vielleicht nicht richtig einschätzen kann. Ja. Und wenn die beide dieses Niveau holen und diese Leistung holen, dann hat man auf einmal
eine Karte, die etwas größer aussieht. Und das ist alles organisch passiert und das hat uns viel geholfen, ja. Machen wir noch ein paar Fragen, bitte. Ja, ganz oben. Ein Ja. paar. Hola, entrenador, muy buenas. Soy Anton Meana de la cadena SER. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Sabes? Ha explicado que no está seguro que pueda jugar Kane mañana, que lo van a decidir mañana, día de partido. Quería saber si un partido contra el Madrid en el Bernabéu es para forzar, para que, en caso de que tenga que dar un esfuerzo, Kane fuerce para jugar el partido. How it's gonna be to play at the Bernabeu. No, I think it's different. Do you think you should have done It's different everything? whether you have a muscle injury or whether you have a Ey, die kriegen das einfach nicht beim FC Bayern geschissen, mal einmal vernünftig eine PK zu gestalten mit Dolmetscher, Alter. ligament problem or a pain problem. The advantage is, you mentioned how important this game is. Everybody in the club, including myself, and especially Harry Kane, knows how important this game is. Es bringt aber auch nichts jetzt zu sagen, so man muss Harry Kane jetzt unbedingt übers Knie brechen und er kann dann im Rückspiel nicht spielen. Ja? Das ist halt auch eine Überlegung. Wenn er 100% fit ist, so, ja klar, let's go. Harry Kane ist super wichtig für diese Mannschaft, so, ja. Aber wenn es dann wirklich so ist, dass er noch mit Schmerzen spielen muss und irgendwie auch Schmerzmittel spielt und die Gefahr besteht, dass man dann im Rückspiel nicht dabei ist, dann würde ich auf Harry Kane verzichten. I think it's still always the right thing to have a discussion with each player to make sure that you get the thumbs up. And when we decide it's a go, then it's a go with no more extra thinking about it. You know, it's just about performing and winning the game. But okay, we are match day -1. You keep asking the question about Harry Kane. To be honest, I like it. That's why I don't want to give you an answer. Just keep asking. I don't mind. It's okay. Okay, 2 Fragen noch bitte. First row, yes. Tancredi Palmieri, Sport Italia. Hi Vincent, I promise I In won't, English? No, yeah, in English. Okay. I promise I won't ask anything about Harry Kane, so I will keep you happy. I wanted to ask you, last year your run finished in the quarterfinals against Inter, even though seemed to be a powerful run. So I'm asking you, even if the circumstances obviously are different, but what did you learn from that elimination? And also, as you are one of the brightest pupils of Pep Guardiola, what did you learn from the game Manchester City lost to Real Madrid, if you spoke also with him about it? Yeah. So you're going to force me in a little bit longer answer that the colleagues from Germany have heard so many times as well. So I think the question you asked me is in 3 parts. The first one is if you refer what is the reaction to losing, the reaction is to look forward and to only think about winning and to keep trying. And we are here again. So, you know, we are one step closer to succeeding, you know. So that's the main thing. The mentality is to just keep going and do the best to win against the best teams in the world. And this is what we're going to try. I think the second part is always about what did you learn of last year. I think it's always important to stay objective for me. I can look in so many things from last season in that game against Inter Milan, but the reality is I had 9 players out for that game. So I like to name them because it puts things into perspective. You know, we played against Inter Milan the first leg just like now, and we were missing Hiroki Ito, Manuel Neuer, Kingsley Coman, Jamal Musiala was not there, Alexander Pavlovic was not there, Upamecano was not there, and I'm forgetting more players that are very important players. But of course, Alphonso Davies was not there. So of course, when you ask me to say what went wrong in this game, it's an easy answer to say this, but of course I know it's many things, but I'm not going to focus just on saying we were not ready. No, we had a lot of players not there. If I look at the
the players on the plane today, I would say that we're in a good position to start this game. It doesn't mean we're going to win. Maybe there'll be different lessons, but I feel like we have our best players there, and we have to believe and we have to do everything we can to try and win the game. And then, yes, you watch all the games, not just Man City. It was, I think, I don't know which game we didn't watch, but I think everything we do has to match with what we feel our team can do and not what other teams are doing, so that's our priority. What can our team do against a very strong Real Madrid, because I expect them to be really strong, and to focus on trying to win the game. Thank you. Okay, let's have the last one. First row The from last Colombia. one. Colombia. Let's go. En español y en Spanish. La mister Geufel del Risco para Mundo Deportes Colombia, Mundialmente Tóxico. Te quería hace poco From Colombia. una bonita reflexión sobre las primeras oportunidades. Not long ago, you were Y uno de tus jugadores, Luis Díaz, también es la primera vez que está en este club y se habló mucho de si se podía adaptar. for the first time coach at Bayern Munich, and Luis Diaz is here for the first time as well. And the question was, will he be able to fit into the philosophy of Bayern Munich? He's one of the best wingers in the world, and he can bring assists and everything to help Bayern win. How do you see him as a player of Bayern Munich? We're going to talk about who starts and who doesn't tomorrow, but no, I think Lucho, and I like to repeat this, Als wenn Lucho nicht starten würde, ich bitte euch. a lot of what Lucho has in his game are things that I really want for the team. So Lucho has, of course, amazing qualities, to dribble, to score goals, to make assists, and even to defend, and he showed it the whole season. But what I love is maybe more is his mentality, and that side is probably what I want the most for our team. I feel as well that he's not someone that is afraid of a little bit of chaos, someone that embraces chaos and turns it into something really, really dangerous for every opponent he plays against. And within that chaos, he has an incredible amount of creativity, and again, his energy for the team has been really exactly, what we needed. Again, I have to compliment Max Ebel and Christoph Freund and the whole club for being able to bring this player over. But I never thought it was going to be a difficult integration for him, because what we want is a lot of the things that he shows all the time. So he can be decisive, but no matter what, it will not change my opinion on how much of a good player he is for Bayern. Yeah. Okay, danke Vinny. Thanks all. See you tomorrow. Thanks all. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein. Bis dann. Tschüssikowski. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.